Shalom Aleichem, Chavarim und Chavartis. Heute haben wir noch eine wunderliche Lektie zur Speisen eurer Meches. Heute wollen wir hören von David Brown. Efter kennt ihn, ist der Direktor der Dirigent von dem Sommerprogramm. David Brown, lassen wir hören ein bisschen wegnehmen. David Brown hat gelernt jiddische Sprache auf allen Niveaus beim Niveau-Sommerprogramm. Beim Niveau-Sommerprogramm. Hat er auch gelernt Jiddisch bei der Becherzentrale und in Massachusetts und beim Jich in Warschau. Er hat gelernt jiddische Sprache und Linguistik und auch allgemeine Linguistik. Wie ein Angestellter an Harvard-Universität, Universität von Pennsylvania und in der Hebräischen Universität von Jerusalem. Dr. Brown und seit wissen als ist das MS? Ich habe nicht gewusst. Nur mal sagen, okay, David Brown. Interessant, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Okay, man lernt etwas Neues. David Brown nimmt Anteil in verschiedenen Forschprojekten in Schachs mit jiddischer Sprache und Kultur. Er ist auch der Co-Präsident von dem Shalom Aleichem Kulturcenter in der Bronx. Der einzige Lokal in New York, was halt regular jiddische Lektionen und Aktivitäten befahrhässt. Heute wird David reden wegen die verschiedenen Dialekten in Jiddisch. In der Rede, was heißt, was für ein Jiddisch ist das? Es ist eine seltene Vergnügen, ihm vorzustellen. Lassen wir hören von David Brown. Danke. Gut, ihr hört, ja? Ihr hört gut? Fein. Und ich bin bereit zu anzunehmen, Frage so durch den Schmues. Das heißt, da wird es stark relevant. Ihr habt Informationen, wegen Gedanken, was ihr bringe heute, oder wegen einer Information, was ihr gebe euch, wollte ich gewinnen, interessiert zu hören. Weil ich habe besser lieb ein Seminar, wo ich bin nicht auf einem Podium also, ja, und bei einem Mikrofon, aber was tut man? Aber ich sehe euch und ich habe beschlossen zu reden für euch wegen die verschiedenerlei Jiddischen, weil auf einem halbfachmännischen Öfen, einem halbpädagogischen Öfen, weil ihr Veteran, das heißt ihr, die von euch, was einen Studenten verschrieben in der Sommerprogramm, ihr werdet weg von der Programm und reingehen in der größer, weiter, breiter Welt und von Jiddischforschung und ihr werdet begegnen verschiedene Terminen und auch verschiedene Gedanken, verschiedene Hasoges wegen der jiddischen Sprache, wo es Teil von sie seinen ganz feste, gute, starke, Teil von sie seinen Bobemeises und Teil von sie seinen etwas in der Mitte. Oder Teil von sie seinen Holy Grails, oder Behemoth, Holy Cows, was mit Tor, was seinen angenommen in den Feld von der Jiddischforschung, und es ist gedei, sie von das Nei anzugucken und fragen, was ist der Termin, wegen was Retzach ist in den Kitzer von meinem Referat oder Lektie, habe ich euch ausgerechnet, verschiedenerlei Jiddischen, was ich will mehr oder weniger definieren oder reden wegen sie, oder halt nach Schmuss mit euch wegen sie, weil ein Teil von sie seinen stark offiziell, seinen stammen von Folklore, von einer Volksbenehmen von Jiddisch. Also das ist nicht kein Überblick über Max Weinreichs Geschichte von der jiddischen Sprache, oder Schleume Birnbäums jiddische Survey and Grammar, das ist beklaglich das. Das ist ein Überblick über verschiedene Terminen und Einteilungen von der jiddischen Sprache, wie nützlich Teil von sie seien, wie nützlich andere seien nicht.
und Approve abzuschatzen von das Neugewisse von sie. Lassen wir mit der meistischen Heu, was ist ein bisschen komisch, oder mir ist das Wort ausgekommen, ein bisschen komisch. Letztens hat man mich gebeten, sein ein Übersetzer von Texten, was man nicht gedacht auf einen Film. Man macht einen Film in Hollywood, aber Hollywood ist nicht Hollywood, sollte ihr wissen sein, Hollywood ist schon in Budapest. Das heißt, was ist billiger zu produzieren, ein Film in Hollywood, haben die Hollywooder Produzenten gemacht den Film in Budapest. Teil in Hollywood, Teil in Budapest und Teil dachte ich in Queens. Und man hat mich gebeten, die meiste kommt vor, der Sujet ist wegen einem, was lebt über dem Kurden, durch allerlei ranglinischen, allein ist ein Pugilist, ein Boxeur. Und ist ein Lodger. Und man hat mich gebeten, man hat gedacht, den Text auf Lodger Jiddisch, oder einfach not das gesagt also. Einer ist der Lehrer für Aroisrei, für dialektischen Aroisrei, und kann lernen auf alle Sprachen, dialektischen Aroisrei auf alle Sprachen. Habe ich verstanden, es ist wegen Lodge oder warum Lodge, es ist polnische Jiden, und jener, der Expert auf verschiedene Sprachen und Redemischen und auf übergeben a fremden Aroisrei, der Expert klingt mir an, sagt mir, als ist der Expert von dem und dem, und bet bei mir das Übersetzen in einen echten Loschen, einen echten dialektischen Loschen. Sag ich, aber wird sein interessant, ich will das kennen, schon tun, aber was für ein Dialekt ist das? Was für ein Dialekt ist das? Sagt nu, mir willen sie soll sein echt, mir willen sie soll sein in einem Mizrach-Jiddisch. In einem Mizrach-Jiddisch. Versteht? Teil verstehen. Gut. In einem Mizrach-Jiddisch, das heißt, als der Expert, also ich mir sagt, ein Hochem von der Mannestane, der Expert ist ein Hochem von Wikipedia. Weil hat ausgesucht dort in Jiddisch und hat ausgesucht die Dialekten, was die jiddische Dialekten, die verschiedene, und die Hauptkategorisation von Jiddisch in jedem enzyklopädischen Artikel, das ist Wikipedia, das ist in der JIVO-Enzyklopädie, und das ist auch berechtigte, das ist eine richtige Definition, ist eine Einteilung zwischen dem Mizrach-dicken Jiddisch und dem Meirach-dicken Jiddisch. Der Lomeron heben mit Meirach-dicken Jiddisch, weil ist der ältere von den Jiddischen. Und der Meirach-dicker Jiddisch ist beätzend schon lang untergegangen. Das heißt, man redet nicht den Meirach-Jiddisch wie eine natürliche, tagtägliche Sprache. Sicher, es ist da eine Rekordierung, was der Jivo hat letztens weggestellt auf der Webseite von Jivo Gita Cook. Das ist ein Radioprogramm von den 1960er Jahren und das hat eine Rekordierung von dem Schweizer Jiddisch, was hat, weißt du, ist noch gelebt, nach der Zweiten Weltkrieg in Gegenden von Schweiz. Es ist mir nicht klar, sie die Interviews hat man gemacht dort auf dem Ort, sie mit solche, was haben emigriert von Schweiz und sie reden auch Schweizer Jiddisch und das ist ein Meirach-Jiddisch. Das ist ein Jiddisch, was ist uns nicht so stark verständlich. Das heißt, das ist gar nicht der Jiddisch oder das Jiddisch, bald will ich reden wegen der, das ist gar nicht der Jiddisch, was wir seien gewähnt zu ihm. Und das ist nicht der Jiddisch, was ist assoziiert mit dem Jiddisch, was ist uns bekannt von der modernen jiddischen Literatur, von dem modernen jiddischen Volkslied. Das ist Meirach-Jiddisch. Von welchen Ländern ist Meirach-Jiddisch? Von den germanisch redenden Territorien, dort wo man redet koterritoriell mit Jiddisch, die deutsche Sprache. Die verschiedenerlei germanische Sprachen, wollte ich gedacht sagen,
weil Schweiz hat etliche Sprachen in sich, etliche Schweizerdeutschen seien da. Und von Zeit zu Zeit will sich verrufen auf Menschen in Eulen, schämt sich nicht, ich kenne den ersten Teil von euch, ihr habt Informationen, was wir wollen sich teilen miteinander, ist noch mit noch, wo sie kommt von Bern und dort redet man einen von den Schweizerdeutschen. Und also in Schweiz ist gewesen Ameirewidisch oder etliche Variations, etliche Subdialekten von Schweizerdeutsch. Und Nomi hat mir gesagt, dass ihr teilweise verstanden den Clip. Und Teilsachen sind ganz anders und das sind Subdialekten von Meirewidisch. Auch aus dem Deutschland, Österreich, Holland. In Holland ist doch nicht territorial die deutsche Sprache nur Holländisch. Dort sind euch einmal gewesen verschiedene jüdischen Lokale. Und euch Beimen und Mähren. Beimen ist, mit anderen Namen, ist das Bohemie, Mähren ist Moravie. No, wie gesagt, dort, wo sie haben geherrscht, die deutsche Sprache. Das ist deutschredendliche Territorien. Und dort, das ist euch assoziiert mit Max Weinreichs Begriff von Ashkenaz 1, was ihr habt gehört wegen dem, als auch von euch haben gehört, Professor Moshe Yosef Harlops Klasse, wegen der Geschichte von der Zivilisation von Jiddisch. Und in dem Klasse hat gehört Max Weinreichs Einteilung von Jiddisch 1 und gegen Jiddisch 2. Jiddisch 1 ist dort, wo Jiddisch ist gewesen, wo die Jiden mit sehr erloschen, seine gewesen territorial mit Deutsch oder verschiedene germanische Sprachen. Und was von dort und von jeder Länder ist man rüber, bislachweise, aber speziell mit einem Input von 1500er und weiter, auf Mizrach und besetzt Mizrach-Europa. Mizrach-Europa ist schon in Ashkenaz 2, heißt es, laut Max Weinreich sehr nützlicher Terminologie. Und von Ashkenaz 2 haben wir das der moderne Jiddisch, was wir assoziieren mit dem Namen Poshet Jiddisch. Das ist Poshet Jiddisch. Aber das, was in der Enzyklopädie steht, unter dem Namen Mizrach Jiddisch. Mizrach Jiddisch entgegen Meirew Jiddisch. Ist was, in welche Länder ist Mizrach Jiddisch vertreten? Ganz viel, die ganze Liste ist also, tatsächlich die ganze. Polen, weißt ihr doch allein, Lite, Lettland, nehmt euch eine Mappe, ich habe das Gelosenheit begleiten mit der Mappe. Die Mappe ist von der Hivo-Enzyklopädie und unter dem Kapitel, was ruft sich Yiddish Language. Das heißt, es ist Language, ihr darf suchen, darf sich im ersten Band unter L, Language, Yiddish oder Yiddish Language. Da hat ja Polen, da hat ja Lite, Lettland mit einem anderen Namen ist Latvia, Estland mit einem anderen Namen ist Estonie, Weißrussland, das ist einmal gewesen Reisen, Belarus, Rumänien, Ukraine, Russland ist ein bisschen ein komplizierter Termin oder Begriff, ihr wisst von Professor Harlops Klasse, Ungarn, Slowakei, verschiedene Rajonen, wo seien einmal in dem Land oder einmal in einem schrenisdicken Land, zum Beispiel Transsilvanien, was man ruft euch einmal Simbergen, Moldove, ein kompliziertes Länder, beheintige Tag, Bessarabien. Einmal fragt man mir wegen Bulgarien und die Balkanen, sie nur dort gerät Jiddisch. Und auf wie viel ich verstehe, hat man in beide Länder, Balkanen ist verschiedene Länder, aber in beide Rajonen gerät Jiddisch, aber nur besprochensweise, nicht in ganzen Kehilles. Dort, wie bewusst, seine gewähnt altgesessene Kehilles Ladino-Räder, Judesme-Räder, und sie seien gewöhnlich sphardische Jiden, reden die ortige Dialekten von Ladino. Ladino hat auch sehr viele Dialekten. Man hört sehr klar einen Unterschied zwischen Stombeler, das heißt ein Istanbuler Ladino, und gegen Sarajevo Ladino, und gegen Sofia Bulgarier Ladino.
wie gesagt, Mishpoches, aschkenazische, jiddisch redende, mizrach-europäische, seien darüber in Bulgarien, haben sich besetzt durch in verschiedene andere balkanische Länder, aber auf wie viel ich verstehe, haben sie keinlich aufgestellt, kein Kehiles, kein jiddisch redende Kehiles, wo seinen altgesessene Kibbutzim, jiddisch reders. Ich kenne einen Mensch, einen merkwürdigen Mensch, was ist sei kimat, also wie ein geborener Redner von Ladino und in derselben Zeit Jiddisch. Jemand erkennt den Menschen? Nein. Das ist eine Frau, was heißt Zelde oder Varda, mit ihr hebräischen Namen, ihr israelischen Namen, Varda Greenspan. Zeldika hat sie geheißen, in Istanbul. Sie kennt beide Sprachen über dem, was in ihre Kinderjahren ist sie gewesen von Istanbul und geboren geworden bei einer Ladino-redendlicher Sprache, Sfardim. Und zu ihren 18, 16 oder 17 Jahren hat sie Eule gewesen in Israel und sie hat sich bekannt mit einem Graduant oder einem Talmud, einem gewesenen Talmud von den Zischer-Schulen, einem Lodger. Der Lodger Jid hat sich geraten im Sowjetenverband und ist mit seiner Sprache herübergekommen vom Sowjetenverband in Paris, von Paris in Israel. Und dort hat er sich bekannt mit der Frau Zelde Greenspan. Das ist der Fall, wenn ein Ladino-Nomen Zelde und ein jüdischer Nomen Zelde beide seinen in beide Kulturen, in beide Sprachen. Und Punkt ihr Masel, weil sie ist heraus von dem Element Kimata geborene Rederin von beiden Sprachen. Weil, wie gesagt, geboren geworden mit Ladino in ihrer Sprache in Istanbul, und danach gewesen in Israel und adoptiert geworden, weil Chasne gehabt mit der Sprache Lodger Yid. Aber das, ich hoffe zu machen mit ihr Interviewen und auf wegstellen die Interviewen auf YouTube, ich weiß nicht wo, ergens wird man das gerne abdrucken oder veröffentlichen, weil es ist gedeiht zu hören, wie ein Mensch, geboren geworden in Istanbul, redet wie ein Lodger. Und so spezifisch, als wir wollten, als ein spezifischen Lodger jüdisch, als wir wollten, meint, als sie ist von dort, sie ist mit dem Fuß nicht reingetroffen in ihr Leben in Polen. Aber so wie zu 17 Jahren hat man sie adoptiert, in einer Sprache geraten wird der Lodger. Ist uns gewollt, pinklich gerät, ist sie geworden, Kimata geborene jüdische Rederin von Lodge und von derselben Zeit Rederin von Ladino. Aber das ist der einzige Fall. Ich bin sicher, dass wir in Alt-Jerusalem seien gewesen solche Menschen, wo seien gewesen zweisprachig mit zum Teil mit Ladino und mit Jiddisch, mit Mizrach-Jiddisch meine ich doch, versteht sich, das heißt mit dem Mizrach-europäischen Jiddisch, aber wir haben nicht solche Rekordierungen, ich kenne nicht solche Menschen. Immer zwar von euch, und wir wissen von einem solchen Fall, lasst mir wissen, es ist stark interessant. Dialekten, koidem kol ein Wort, ein theoretisches Wort oder ein Wort wegen dem Prinzip, für was schaffen sich Dialekten, von was kommen sie? Dialekten kommen sie schwimmen auf, sie werden dank der Distanz. Klar, als wir erklären wegen Dialekten, klären wir doch wegen Mappes. Ja? Und Mappes weisen Distanz, geografische Distanzen zwischen Orten. Ein Land und ein Zweiten, zwischen ein Stadt und ein Zweiter, zwischen ein Rayon, zwischen ein Meluche und ein Zweiter. Das ist nur der geografische Element, aber Dialekten schaffen sich und verschiedene Variations und Varietäten von der Sprache schaffen sich nicht nur zu lieber geografischer Distanz, nur zu lieber gesellschaftlicher Distanz euch. Was heißt die Distanz? Die Distanz kann euch sein als mit Schreinem, aber zwischen die Schreinem ist da ein größer Berg oder ein Teich oder eine Grenze von einer Meluche, von einer Regierung zwischen die zwei Ländern. Also, als wir kennen sein ganz non einer zum Zweiten und von deswegen reden einander Dialekt über dem, was
mit 100er Jahren zurück, ist man gewinnt abgesondert einer von anderen über a geografisch, über a Teich, wo man sagen, a meluchischer Grenze, da endigt sich die russische Imperie, da hebt sich an Galizien, wo man sagen, die österreich-ungarische Imperie. Oder zu gesellschaftlicher Distanz, was das heißt, ihr seid von dem Klass und jener ist von jenem Klass. Ihr seid ein Gelernter, jener ist nicht kein Gelernter. Ihr seid und verschiedene solche Besonderheiten, was bezeichnen Gruppen, was bezeichnen Bevölkerungen. Haben wir Dialekten in Mizrachidisch? Gewiss, unsere Sache. Aber sie seien eingeteilt. Lass mich euch fragen, was hat ihr bisher verstanden wegen der Einteilung von den Dialekten von Mizrachidisch, von dem modernen Jiddisch? Wie viele Dialekten seien da? Wir können reden wegen Hunderter, ob man redet Mikro, ob man redet auf dem Maßstab von kleineren Rajonen. Aber als man redet Makro, wegen dem größeren Bild von den Dialekten von Mizrachidisch, ist das eingeteilt, wie viel in... Ich wollte gesagt drei. Aber ich will schmusen mit euch später wegen die anderen zwei, was ich habe vergessen. Oder ihr werdet mir sagen später. Jeder guckt auf den Blätter, wird ihr sehen, nu, da seien da 4, wir nennen da ein Meirewidisch, aber gedenkt, also in einer Diskussion wegen dem mizrachdicken Jiddisch muss man vergessen von dem meirewidicken Jiddisch. Ja, das spielt nicht keine Rolle. Es reden wir, heißt es, wegen die 3 Dialekten, was die Terminologie ist also. Auf Englisch ruft sich es, wie es steht, da Northeastern Jiddisch, auf Jiddisch sagt es Zofen Mizrachidisch. Aber die alle Dialekten haben seine verbunden mit Volksnamen euch und einmal mit verschiedenen Volksnamen. Und die Volksnamen, das heißt die Ethno-Taxonomie, die Volkseinteilung von den Dialekten ist einmal parallel mit dem englischen oder mit dem fachmännischen professionellen Namen und einmal nicht so, weil wir reden wegen die Dugnes. Aber da auf unserer Mappe derweile. Zofen Mizrachidisch, der Azoi gerufen, der Fahr in halbe Levones, der Azoi gerufen, der Litwischer Jiddisch. Ja. Ich sage wie ich sage andere, der Jiddisch und nicht das Jiddisch. Man redet ein guten Jiddisch, nicht ein gut Jiddisch. Andere sagen ein gut Jiddisch. Es ist nicht nur über dem, was ich bin ein Litwak, es weiß sich heraus, dass in sehr Sache von der Jiddisch-Territorie können Sprachen euch sein. Und öfter nicht Sprachen, aber klar, nur spezifisch Jiddisch kann euch sein maskulin. Der Jiddisch oder das Jiddisch. Seht euch in dem Balutz. Chave Lappen ist nicht da. Chave, was redet ein polnischen Jiddisch, redet ständig wegen immensens guten Jiddisch. Redet ein guten Jiddisch, redet ein feinen Jiddisch und nicht redet ein fein Jiddisch. Also als im Wörterbuch steht das Jiddisch, das Französisch, das und also weiter. Und gedacht sein, ein fein Jiddisch, aber faktisch sagt man euch der wegen Sprache. Unten ist da von der rechten Seite der so gerufene Dorem Mizrachdiker Jiddisch, Southeastern Jiddisch heißt es, und in halbe Levone steht Ukrainian Jiddisch. Wie also ruft man das in faktischen, völkischen Benutz auf Jiddisch allein? Wir können es anrufen dem ukrainischen Jiddisch, aber es ist sicher bekannt mit dem Namen der Woliner Jiddisch. Und für was heißt es der Woliner Jiddisch? Heute seid ihr, wenn Professor Ornsteins Klasse nächten, hat ihr gehört wegen einer Provinz, jener Kurs ist auf Englisch, hat er das gehört mit dem englischen Namen Volhynia. Volin auf Jiddisch, Volhynia, als man schreibt es auf Englisch, ich weiß nicht, was für Englisch redende Menschen reden wegen Volhynia, aber das ist der offizielle Name, wenn so ist geschrieben mit englischer Reisies, Volin. Und Volin ist faktisch nicht mehr wie eine Provinz, eine wichtige Provinz, oder nicht mehr wie eine Provinz auf der Mappe von Ukraine.
von deswegen redet man gelegentlich wegen dem Woliner Jiddisch und das symbolisiert oder das repräsentiert, besser gesagt, dem ganzen Schettach von Dorem Mizrach Jiddisch, dem also gerufenen Ukrainian, auf Englisch, Ukrainian Jiddisch oder Southeastern Jiddisch. Noch einmal, die geografischen Namen seien die pinkliche, professionelle Namen, die fachmännische Namen und die eingeringelte, das heißt in halbe Levones, seien die Volksnamen, wo seinen Nitzlach, aber nicht so präzis. Die Pinklichkeit ist da, aber nimmt nicht rein nimmt nicht rein alle Aspekte von dem Schettach. Und dann noch guckt links, wird ihr sehen, Leut dem Artikel, das ist ein Artikel in der Jiva-Enzyklopädie von David Katzen. In David Katzens Terminologie des Mid-Eastern Jiddisch, was in der Terminologie vom ersten Teil andere Dialektologen ruft sich Zentral-Jiddisch. Zentral-Jiddisch oder auf Englisch Central-Jiddisch oder einmal ich habe vergeben meine Klasse, die Onhebers, in Onhebers 2, hat ihr gelernt das Kapitel in Uriel Weinreichs College Jiddisch. Also sehr kleiner, aber sehr guter Reinführer in der jiddischen Dialektologie. Und dort seht ihr die Mappe, dort steht mit Namen Mitteljiddisch. Kann sein, dass hat es gebeten später auf Zentraljiddisch, aber nach dem hat es gerufen Mitteljiddisch. Das ist Mid-Eastern oder Central Jiddisch. Verschreibt für sich allein, oder schreibt Notizen, also das heißt in der breiteren Terminologie Central Jiddisch. Aber seht nur, in halbe Levon ist wieder eingerichtet, ist da Polish Jiddisch. Das Polnische, der polnische Jiddisch. Der polnische Jiddisch ist da, der Name ist der polnische Jiddisch, aber Gita guckt auf der Mappe und sagt mir, sie das nimmt rein ein Begriff von Polen. Interessant, das ist der polnische Jiddisch, was nimmt nicht rein, repräsentiert nicht Polen, repräsentiert nicht den ganzen Polen von meinem eigenen Abstamm, andere Abstammige von Polen da. Aber das nimmt rein Eier, ich weiß das nimmt rein Eierpolen. Eierpolen ist da, Eierpolen ist auch da. Andere von polnisch Jiddisch noch, das heißt, was Eier, Tatemame, sei die Bobbe, älter sei das, haben gehabt, wenn man sagen, einen polnischen Pass. Das ist die interessante Frage. Haben gehabt einen polnischen Pass. Mein Bobbe hat einen polnischen Pass. Sie ist eine polnische Bürgerin. Aber sie ist gewähnt von dem so gerufenen litwischen, von dem litwischen Jiddisch, von der litwischen Territorie. Und das ist auf Zofen. Wie kommt es? Hanne, Lehrer Kechane, ihr habt zwei polnische. Lass mich hören ein Wort von dir. Von Wilne und von Warsche. Das ist die klassische gemischte Chassene. Und das ist Menschen mit, was seine gewinnt polnische Bürger, Vater zweiter Welt noch haben, haben gehabt einen polnischen Pass und einem ruft man, oder ruft man a Litwak und einem a polnischen. Also nicht geguckt, was beide haben es die polnische Bürgerschaft, den polnischen Pass. Für was ist das? Nur die Grenzen seien mit etwa, nein, sie nicht nur, was sie haben sich übergerückt. Sie haben sich übergerückt auch in der modernen Zeit, als Achmo. Aber noch früher, mit gut, ich will nicht reingehen in der ganzen Geschichte von, das hat ja gehabt in Charlops Klasse euch, wenn die Grenzen, wo die Grenzen haben sich rübergerückt, von einem hin und nachher und dann noch zurück. Die Mappe ist mehr oder weniger eine Abspiegelung von einer Mappe von der Besetzung von Jiden in die verschiedenen Territorien in herum 1700, mehr oder weniger. Das heißt, als in der Wanderung auf Mizrach ist man angekommen von Meirev und zwischen 1500 bis 1750 ist man weg auf Mizrach, wer auf Aruf, wer auf Arop, wer inmitten und die Dialekten, was haben sie geschaffen, seien mehr oder weniger
sie seien verfroren geworden, teilweise, weil die Sache entwickelt sich dann noch, aber sie seien verfroren geworden in die 1700er, Leute am Mappe von die 1700er, mehr oder weniger, und zum Besten hat das ausgemoschelt, abgemoschelt, Professor Michael Herzog von Columbia Universität, was hat unter Uriel Weinreichs Hadroche gemacht, seine Doktordissertatie im linguistischen Abteil von Columbia Universität in den 1960er Jahren. Und das ist ein Kern, ich bringe rein jetzt der Yves Jochnowitz's Klasse wegen Essen und wegen der Wichtigkeit von Essen. Herzog hat gewiesen in seiner Dissertatie, Leute dem jüdischen Sprach- und Kulturatlas gar eine interessante Sache, als ein Teil von der Mappe da fällt sich zusammen mit dem, wie soll man esst bei jedem gefüllte Fisch. Sie esst die gefüllte Fisch süße, sie nicht. Vor allem solche, was vertragen wahrscheinlich gefüllte Fisch, vertragen vielleicht den Gedanken, gefüllte Fisch sollen sein süß und andere, was ist bei sehr natürlich. Und das hat gefunden, ist mehr oder weniger da auch. Und das hat man gerufen dann noch in David Roskis das erste Büchel, was heißt der Städtelbock. Sehr fein Büchel, sehr gut zu nutzen für der eigenen Bildung, aber euch als man will präsentieren die jüdische Kultur in einer Zwiebel von jüngeren Menschen, Mittelschultalmiden und ähnliche. Hat es dort, es ist auf Englisch, hat es dort angerufen, the gefilte fish line. The gefilte fish line ist eine Linie auf der Mappe, wo mehr oder weniger eine historische Linie, was repräsentiert amolige Grenzen von 250, 300 Jahren zurück. Was dort hat sich geendigt, wo man esst gefilte Fisch. Auf Dorem ist Süße und auf Mizrach und auf Zofen nicht. Ist die gefüllte Fisch nicht den Süße. Das beweist euch wegen Variations oder Varietäten von Sprachen, als Dialekten, wie gesagt, weil Dialekten drücken sich aus zu lieber Distanz zwischen Menschen und die Unterschiede zwischen dem Material, die Unterschiede seien nicht nur in Sprache allein, nur in Minhagim, nur in Kleider, nur in gewisse lokale Fürchten, was fallen sich zu neu, und das ist gewesen der größere Schöne Chiddush von Professor Herzogs Doktordissertatie. Die Doktordissertatie heißt The Yiddish Language in Northern Poland, its Geography und so weiter. Und hat dort gewiesen, wie sei die Sprache, sei die Vokalen, sei grammatische Eigenschaften von der Sprache und sei das Kochen von Volk, fällt sich zu neu mit Dialekten und in derselben Zeit mit bürokratischen, politischen, meluchischen Einteilungen, wo seine Gewinne in Kraft mit 200, 300, 350 Jahren zurück. Haben wir gesagt, dass wir haben 3 Einteilungen von den modernen Dialekten. Northeastern Jiddisch noch einmal der litwische Jiddisch. Ich will euch nur geben einen autobiografischen Punkt wegen dem. Nicht geguckt, was das Volk ruft aus dem litwischen Jiddisch. Und wie gesagt, mein Bob ist von zwischen Grodny und Bialystok sie gewesen, hat sie geredet mit den Vokalen, mit allen Vokalen und mit der Struktur von allen anderen litwischen Jiden, hat sie nicht gewusst, dass sie ist eine litwische. Was heißt das? Sie hat nicht gewusst, dass ich habe gemacht Feldarbeit, folkloristische oder anthropologische Feldarbeit, können wir das rufen. Und zum Glück habe ich nicht gedacht, da reingehen im Feld. Ich habe sie gefragt in der Heim und genommen eine Rekordiermaschine und gesagt, Bob, sag mir noch. Und verschrieben die Endfers. Frage ich, was seien wir? Was für ein Jiddisch redest du?
Weil hier ist der Endvergor interessant. Gita guckt unter Lithuanian, Yiddish, Northeastern, links, dort wo es steht Hrodna, das ist der heutige Ausleih von wie also mir geht es nicht, aber das ist in Weißrussland und in Weißrussisch, im heutigen Weißrussisch redet man das als Hrodna. Und das ist auch viele Grodne, oder wie die Grodner rufen das allein Grodny, weil sie sagen Tati, Mami, Teiri und Grodny, wenn sie von Grodny. Frage ich ihr, was für Jiden seien mir, ob nicht Litwische? Und sie hat mir gesagt, erst in Amerika hat man ihr gesagt, als sie ist a Litwische. Wie kommt es? Sie hat gar nicht gewusst, dass sie ist a Litwische. Sie hat nicht damit gemeint, noch seien die dort in ihrer Stadt alle Suchowole, zwischen Grodne und Bialystok, als kein anderer Jiddisch ist nicht toll. Weil als man wächst dort, wo man wächst, ist man nur bekannt mit der Regel der Sprache, kein Television nicht gewinnt, kein Radio nicht gewinnt und kein Bücher wegen jiddischer Dialektologie hat man ihr nicht geschickt, die Städtlerei. Aber sie hat mir geantwortet, als wir seien weißrussische Jiden, hat sie gesagt. Habe ich ihr weiter gefragt. Weißrussische Jiden, aha, hat man geredet Weißrussisch? Warum eigentlich in deiner Bevölkerung? In dem Arum, das heißt, die Jiden haben geredet unser litwischen Jiddisch. Unser weißrussischen Jiddisch. Ich habe angenommen ihre Terminologie. I wasn't the other, I went native. Ich bin gewesen ein wenigster. Und ich bin tatsächlich gewesen Irenik, bin ich tatsächlich gewesen ein wenigster. Habe ich gefragt, wie haben die Ortike, die Nicht-Jiden, geredet? Und der Entfer ist gewesen, sie hat nicht gewusst, von kein schon Weißrussen. Punkt in die Städtler herum hier ist man gewesen Polaken, römisch-katholische Polaken, was haben geredet a Dialekt von Polnisch, Amin Polnisch. Hat sie nicht gewusst von einer weißrussischen Sprache. Und sie allein hat gekannt ein bisschen Polnisch. Der Städtel ist ihr, sie ist gewesen bevölkert, der Rika von Jiden, 80% Jiden. Also als Polnisch reden hat sie nicht gekannt, lernen und verstehen hat sie gut gekannt. Aber die weißrussische Sprache, als sie soll existieren als eine Sprache, als ein Volk, als solche Schreinen in die dabei gestellt hat sie gar nicht gewusst. Und von deswegen hat sie aber gewusst, gehabt ein Volksbegriff, als sie ist eine weißrussische und nicht kein litwische. Und euch nicht kein polnische, die hat einen polnischen Pass. Das heißt, dass die alle Identitäten seien ganz interessant, sie seien noch nicht ganz ausgeforscht geworden. Ich habe das bestätigt mit einem Poet, was ich habe gekannt, ein Grodner, oder von Grodner oder von Arum Grodner. Ich habe gefragt, Leib Borowik. Leib Borowik ist wieder ein Jiddisch-Lehrer in amerikaner jüdische Schule in Kinneret Day School in New York und euch hat gewinnt von jenem Gegend. Und ich habe ihn gefragt, was ist gewesen eure Volksidentität? Wie hat ihr in der Alterheim, ihr hat begegnet andere Jiden? Wie hat, von anderen Dialekten, wie hat ihr sich allein definiert? Ist der Entfer gewesen? Wir sind weißrussische Jiden. Das ist historischer Weißrussland. Von Grodne durch Minsk und weiter ist Weißrussland seine weißrussische Jiden. Es heißt, dass sie da noch mehr zu sagen, wie das, was ist noch da auf der Mappe, das will ich herausbringen. Es ist seien euch voran verschiedene interessante, ich will noch überschlagen mit eigenen Gedanken damit und sagen, als Polisch, als einer hat einen polnischen Pass, heißt noch nicht, wie gesagt, dass ist ein Polnischer, weil ein Polnischer zwischen Jiden ist assoziiert mit dem Dialekt da, was ist Zentraljiddisch, Mideastern Jiddisch. Was ist verbunden, mit Lodz, mit Warsche, mit Kroke. Aber gibt noch ein Kuck, das nimmt rein, die Mappe, der Teil von der Mappe, nehmt euch rein Länder und Orte, Rajonen, wo seinen sehr nicht Polisch und was seine keinmal nicht gewenken Teil von Polen und was die ortigen Menschen, Jeden haben keinmal nicht gehabt, keinen polnischen Pass. Wie kommt das?
weil das ist euch eine Volkstaxonomie, eine Volksnomen, eine Volkseinteilung von den Dialekten. Wir rufen ihn a polnischen, kann viele sein a ungarischer oder a slowakischer. Nicht kennt Polnisch, nicht hat a polnischen Pass, nicht sein Land, diese Transsilvanien, nicht sein Land, sein Territorium, seine Provinz ist einmal gewinnt Polen, aber das Volk ruft ihn a polnischen. Für was ist das? Ich mit hat a Schore, ich mit weiß, dass es wegen der Mundur so. Euch, ja, aber teilweise ist das anders, aber die Altgesessene in Transsilvanien Lavdavke und das Volk weiß das nicht. Also das Volk kategorisiert die ungarische Jiden wie polnische, ist das Leuten gehört, ist das Leute klangen, ist das Leute klangen von sehr Jiddisch. Weil uns speziell Leute eine Eigenschaft von sehr Jiddisch. Der eine von sehr Vokalen. Alle kennen, alle bemerken, alle wissen, alle seine bekannt mit den Vokalen von sie warfen sich in die Augen gewinnt. Was sagt man? In dem Fall, sie warfen sich in die Augen. Man hört jenem Vokal und bald weiß man mehr oder weniger, von wann einer ist. Zu den Vokalen komme ich bald, aber ich will nur anweisen, als in verschiedenen Ländern euch seinen voran von der neuen Heim, von der neuen Besetzung, von den neuen Yeshuvim, wo man redet Jiddisch, in Amerika, in Australien, in Frankreich, in Argentinien und so weiter, in der neuen Welt, sozusagen, seine voran Einteilungen, wo seinen Punkt also ahistorisch, wie als Grodne soll sein in der modernen Zeit Lite und ein Moschel davon ist von dem Amerikaner-Folklore wegen Jiden. In dem Amerikaner-Folklore wegen sich allein, von aschkenazischen Jiden, wie sie teilen ab oder teilen ein Dialekt vom Zweiten. Ihr werdet mir sagen, die Kanadier zwischen euch, weil mir sagen, das ist halb Kanadier euch. Aber in den Vereinigten Staaten ist man oder von einem Min oder von einem Zweiten. Was ist man? Oder ein Litvak oder ein Galicianer. Und das dachte sich mir, ist nur da in den Vereinigten Staaten. Bei euch in Kanada euch? Nicht da. Gut. Nicht, wie sagt man? Litwisch oder Polisch. Das heißt, die größte Einteilung, was warf sich dort in die Augen ist, oder was alle kennen, automatisch ist Litwisch oder Polisch. Wo seien die Woliner vergessen geworden, etwas dort in Kanada? Seien dort, seien gewähnt Woliner, ukrainische Jeden gewiss in Kanada, aber etwas seien sie nicht da. In Amerika seien alle, also sozusagen, Galicianer oder Litvakis. Das ist Korgor-Chikave, und wir haben dort zwischen uns, Oskar Czenze ist ein Forscher von Galicianer-Jiden, und hat euch nicht geantwortet. Ich habe gefragt, wie kommt es, was die Galicianer spielen eine sehr große Rolle nur in dem Amerikaner, das heißt von den Vereinigten Staaten, nur in dem Volkssekoren und der Volkstaxonomie von den Amerikaner-Jiden. Es sind auch viele rein in der populären Kultur, weil wir kennen doch das Lied, unsere Eigener, wir sind doch geboren in Ziko, wo Chaim Wolf ist aufgetreten. Chaim Wolf führt uns ein Lied, wegen also ein gemischter Chassene. In Amerika ist ein gemischter Chassene was? Ein Litvak mit einem Galicianer. Und das Lied, wie ist das? Hieß einmal Litvak und Schieße Galitz. Ja? Alle verstehen das. Was? Oh, ist ein Teil, man weiß eine Sache wegen wie also Jiden haben sich besetzt in verschiedene Städte oder verschiedene größere Rajonen von den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel, als Litvakes haben bevölkert Neuengland. Massachusetts ist
voll mit litvischen Jiden. Philadelphia ist gewesen voll mit Woliner. Chicago, ich habe nicht getan, Reine Fegen, ihr seid da? Reine ist nicht da. Reine forscht die Chicago-Jiden. Und die Chicago-Jiden sind oft assoziiert mit Galizianer-Jiden und auch in Galizien. Aber guckt wieder auf eure Mappe, werdet ihr sehen, als Galizien ist nicht da auf der Mappe. Wie kommt es, als Galizien ist nicht da auf der Mappe? Nur Galizien ist schon nicht keine moderne Einteilung auf der Mappe, keine geografische Einteilung. Sie hat existiert von die späte 1872 bis Oskar, ihr kennt das so Pinklach, ihr weißt, 1772 bis 1918 hat existiert a Provinz Galizien. Und die Provinz, zu lieb ihre Vokal, das heißt, Nein ist Nein, 1 und 2 ist 1 und 2, ist weißdeutsch geworden in Amerika der Simen Movek, das heißt, the defining, the thing that pops out, the defining, die Eigenschaft, was warf sich in die Augen. Und davor hat man, assoziiert man mit allen Amerikanern, mit den Amerikaner-Jiden, mit den Vokalen assoziiert man sie mit Galizianern. Aber viele Leute sind nicht von der sehr, es ist relativ gerät, ein enger Pass da, eine Provinz und ein enger Pass auf der Mappe. Schoschke Reisel, ihr beruft nach einmal Galizianer? Avada. Ihr seid der Galizianer? Aha. Ja. 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 Ist eure seine Tage legitime Emesse Galizianer? Beschaß Avarsche wäre es aber nicht von dem Typ. Avarsche wäre es nicht kein Galizianer. Chas v'cholim. Galizien wohl gewähnt an Erech do. Es schneit über zwei größere Territorien und wir können sagen, sie sind mitten von den beiden. Und sie nimmt da rein nach der Ukraine, sie nimmt da rein Polen, bis Kruke, einmal historisch hat es reingenommen, Kruke später nicht, und dann noch weiter auf Mizrach bis dort, wo sie steht, Tarnopol und noch weiter bis Tschernowitz, mehr oder weniger, und dort endigt sich es mehr oder weniger, wie gesagt, und das ist ein Pass, eine Provinz, die Provinz existiert schon nicht. In der nicht-jüdischen Volkstaxonomie ist das allein ein interessanter Phänomen, weil heint das man vorherum in der historischen Galizien gedenkt, sie existiert schon jetzt in 1918, aber man begegnet noch Galizien auf Produkten, Galizianer Produkten, Firmes, Kompanies, was machen Weinen, Zuckerkes, Gebäcks, Lokalgebäcks, solche Sachen, oder Sachen gemacht von Holz, oder solche Sachen wie solche Erter wie an Einfuhrhäuser, Hotel, nach Sanje wird man öfter rufen nach dem Namen Hotel Galizie. Weil historisch gerät mit 100 Jahren zurück ist das gewesen Galizie und das ist geblieben in den Volksikoren von dem Ort. Punkt also wie es ist da eine Zeitung in New York, was heißt the New Amsterdam News. Was wir atmen schon nicht das Leben von New Amsterdam, wir sind doch New York, aber es der Mond in etwas alte gute Zeiten, wie es ist einmal gewesen. Euch gegen Amerikaner-Jiden mit der Einteilung, der falschen Einteilung, aber von deswegen eine interessante Einteilung, Litwisch und Galizianer, ist, als die Galizianer seien Tage Österreich-Ungarische,
ist es kann sein, als die früheste angekommen her, was haben gehabt, Papieren, bürokratische, die Dokumenten seien gewähnt mit kyrillische Äußers, hat man gerufen, oder litwische oder russische. Weil es ist voran in dem Amerikaner benutzt euch, und ich weiß nicht, sie in anderen Ländern, noch einmal, Kanada wird mir davon sagen, erzählen wegen Kanada. In Teil Amerika retten euch wegen russische Juden, man meint nicht sowjetische, man meint nicht von den alten Zeiten, redet wegen russische Juden und man meint nicht Groß-Russland, versteht sich. Es ist nicht gewinnt in Moskau, nicht gewinnt in Peterburg mit jüdischen Dialekten und mit jüdischen Kehiles, redet man wegen dem russischen Dialekt, ist man in Teil älter ein russischer Jid oder ein litwischer Jid, und ich meine das spezifisch habe ich bemerkt in Massachusetts, weil die litwische, das ist klar, und die russische, das seine ist damit die ukrainische. Die ukrainische heißen die russische. Und man ruft sie euch mit einer Ausrede von dem Ort, die russische oder die russische. Also, und das heißt lokal gerät, aber nur die ukrainische Jiden in gewisse Erde. Das ist nicht ein technischer Termin. Die Unterschiede seien, wir haben gesagt, sie können reinnehmen auch viele Einführungen von Koch- und Kücheinführungen. Zum Beispiel, wie soll man gerät zu den Fisch. Aber lassen wir uns auch noch begrenzen mit Sprache, und wahrscheinlich Sprache redet sich doch wegen Phonologie, die Klangen von der Sprache. Das seien die boiletste Simonen. Boilet, the most obvious, the clearest. Das seien die boiletste Simonen. Und wir können auch reden wegen der Struktur, wegen Grammatik, das heißt wegen Wörterseite, und auch wegen Morphologie, das heißt die Präfixen, die Suffixen. Der Litwak sagt, er weiß, und die anderen sagen, er weiß oder er weist. Nicht geguckt, was für ein Vokal das ist, ja. Oder in 3 Dialekten, er fleckt gehen. Litwisch. Wolina Jiddisch, er fleg oder er fleg gehen. Und in Teilen polnischen Jiddisch, und weiß vielleicht auch in dem, sind wir noch nicht klar wegen dem Transsilvanier Jiddisch, er hat gefleckt zu gehen. Er hat gefleckt zu gehen. Das heißt, als Pflegen, was ist bei anderen ein Helfverb oder ein modaler Verb, ist bei sehr gut geworden ein Partizippunkt, also wie alle anderen Partizipen. Er hat gefleckt zu gehen. Das ist he used to go or he would go. Also ja, das ist Dialektologie von einem spezifischen grammatischen Punkt. Nicht nur von einem Klang, nicht nur von einem Kochrezept, und nicht nur von Vokabular. Aber als Rätsel wegen Vokabular seien der bekannte Linguist Chomsky hat einmal gesagt wegen Daten, Data, wegen Fakten von Sprache. Er hat gesagt, als Fakten seien sehr billig, weil sie seien durch sehr Sache nicht analysiert, hat man sehr Sache Fakten, die können bringen als Sachfakten. Lassen wir euch bringen aber etliche billige Fakten von Vokabular, was weiß, wie reich und wie verschieden seien die Dialekten und wie soll die Einteilungen allein, die 3 Dialekten, repräsentieren nicht die Breitkeit von der ganzen Dialektologie und von dem ganzen Repertoire, was Jiddisch hat. Und was weiß, als in die 3 Dialekten seien das sehr, sehr Sache Subdialekten. Sehr Sache Subdialekten. Ich will euch geben für ein Moschel das Wort für Sealing. Weil ich habe angehört zu kleiden Wörter für Sealing. Also gar jung, weil ich habe einmal gehört, einer hat erzählt einen Witz, ich bin gewesen dabei, das ist mein Zehndoktor. Und er hat gemacht eine Herausforderung, mein Bob, allein mal schollen, der Zehndoktor nicht, die Bob nicht da, aber er hat gewusst,
sie kennt Jiddisch, ist ein Amerikaner Jid, hat hat gehört a humoristischen Sog. Ich weiß nicht, was ist humoristisch und ich weiß euch nicht, was hat sich so verspreit bei Amerikaner Jiden. Ihr kennt es aber sehen in einem Buch, Marion Herbst, Marvin Zuckerman, Learning Yiddish in Easy Stages. Ich habe gemeint, dass ich bin, nur ich habe gehört, und oder noch wieder einmal gehört, dem humoristischen Sog, und danach habe ich das gesehen in einem Buch, wo sie sagen euch, also ich verstehe nicht, was das ist humoristisch. Die Kasche ist, der humoristische Sog ist, wie sagt man auf Jiddisch Ceiling? Und einer antwortet, Ceiling. Ich meine, der Humor in dem ist, als das ist Humor. Das heißt, man darf lachen, als das ist Humor. Weil ich verstehe, was soll sein Humor? Soll es heißen, als Jiden haben nicht gehabt kein Ceiling über den Kopf? Soll es heißen, als sie haben nicht gehabt kein Wort von dem? Alle kennen das Wort Dach. Dächer. Und das ist von draußen. Das ist doch der Roof, outside. Das ist von draußen. Ist das gewesen eine interessante Herausforderung, mein Wort, a Challenge. Weil sie hat gedacht, gribbeln in sie Korn. Etwas hat ihr gefällt auf den Moment, wie soll das zu sagen. Kommen wir heim und sie schießt euch mit den Entfer. Oh, bei uns hat man gesagt Polop. Polop. Keiner von euch sagt nicht Polop? Keiner von euch hat nicht gelernt Polop? Ich sage euch, ich habe es noch im Leben nicht begegnet. In der Literatur, in der geschriebenen Sprache ist das nicht da. In dem Atlas, in dem jüdischen Sprachatlas, jedes Jodo versteht sich. Und in Professor Herzogs Dissertation ist das da. Aber von dem und ich habe gemeint, dass ich habe entdeckt Amerika, weil dort habe ich habe reingeguckt in Uriel Weinreichs Wörterbuch und euch in Harkavis Wörterbuch und dort dachte ich bei Harkavi habe ich gefunden eine Version davon. Aber in Uriel Weinreichs Wörterbuch sind gestanden nur zwei Wörter. Sufit und Stelle. Ihr kennt Sufit, andere kennen Sufit. Wer kennt Stelle? Stelle ist da bei Shalom Aleichem in Lemoschel. Er schreibt es Steli mit der Jud, nur Samach Tes Ein Lamed Jud, und es weist sich heraus, als in seiner Gegend, zu lieber phonologischen Qual, hat man das herausgerät Steli und nicht Stelle, nur Stelle und Sufit seien die Wörter, wo seien die bekannteste. Aber ich habe gemeint, wie gesagt, dass ich habe entdeckt Amerika, ein anderes Wort, was ist nicht in die Wörterbücher. Wie kommt es? Eine goldene Sache. Ich habe gefunden, bei meinem eigenen Bobel in der Heim, ein Wort Polop. Hat sich herausgewiesen, als auf Jiddisch sagt man, ich kann es noch auf euch sehen, die ganze Liste, guckt euch herein in Stutschkows Äußer von der jiddischen Sprache, werdet ihr sehen, herum 6 oder 7. Sufit, Stelle, Polop, Pulap, Pilek, Plafon, Balken, Bellik, Balken mit der Tess. Und das ist schon 9 Wörter. Und dort hat jener Hevermann gefragt, wie sagt, also unschuldiger Heid, hat gefragt, wie soll sagt man auf Jiddisch Ceiling? Und 9 Wörter oder 9 Arbeitsreden seien da. Oh, und ich habe vergessen Nummer 10. Nummer 10 ist Potolog. Potolog kommt von Russisch, danke, aber nicht Patalog, es ist Potolog mit O. Potolog. Also von die 10 stammen alle von verschiedenen Lechoines, verschiedene Rajonen, wo Jiden haben gerät Jiddisch, aber es heißt nicht, wenn wir finden ein Wort wie Potolog, Lemoschel, und unser Schura, Gus, sagt, oh, ich kenne das von Russisch. Ich das noch nicht kein Beweis, als dort, wo man redet Russisch oder dort, wo man redet Ukrainisch, hat man gesagt Potolog. Weil dort habe ich gehört das Wort Polop. Dort, wo Heinz sagt man schon nicht auf Polisch Polop und man sagt es schon nicht auf Polisch oder Weißrussisch schon gute etliche Jahrhunderte. Das heißt, als das Slawisch, ich rede mit den Händen von Aid, weißt du, das heißt, dass das slawische Wort
das slawische Wort, hat sich aufgehebt in Jiddisch und ist untergegangen. Ihr hört weiter? Ihr hört? Ja? Das slawische Wort, Pilip, ist gehabt untergegangen in mehrsten Dialekten von Polisch oder Polisch-Weißrussisch. Aber in Jiddisch bis die 19, bis der Zweite Weltkrieg dort, wo wann sie es gewählt, hat man noch gehabt das Wort, ein Altpolisch oder Altweißrussisch Wort in dem lokalen Jiddisch. Das ist nur ein Beweis von der Reichkeit von dem Vokabular. Noch ein Moschel ist schon nicht so mischune wie Potolog, was gewöhnlich begegnet man das nicht, bei Menschen nicht im persönlichen Schmuss und auch nicht in der Literatur. Nur, wenn man guckt dann auf ein Wort wie now, N-O-W, now. Was das ist, itzt, itzter, hitzt, hitz, itztert, jetzt, jetzt, azind, azinder, azindert. Und noch etliche, was eigentlich schon ein bisschen regional und als ihr begegnet seid in einem Text oder als ihr begegnet seid Balpe, herrliche Menschen, darf ihr sich vertrachten. Habe ich das richtig gehört und was ist das da? Weil bis jetzt ist nicht geschrieben. Erst ist Bateliden, nicht er ist erst gekommen, aber wie es dann kommt es von dem, er ist erst gekommen, das heißt erst jetzt. Von erst jetzt ist geworden, ist weggefahren der jetzt und es ist geblieben der erst. Er ist erst gekommen. Kommt er da von Lubavitcher Qual, nein, von Lubavitcher Obstand, dachte sich, als dort ist das erst. Wo seid ihr erst? Und das heißt, wo seid ihr jetzt? Aber weiter habe ich gehört, und erst, und von erst ist geworden Terst. Und von Terst ist geworden Tersch. Wo ist der Tersch? Ein Student meiner ist gekommen zu mir und gesagt, als sein Mame, sagt er so, er hat auch gelernt dem literarischen Jiddisch bei uns und etwas versteht er nicht, was die Mama sagt, bei ihr ist ein so tagtäglich Wort wie now. Aber ausgedrückt in ganz anders. Wo ist jetzt, wo ist jetzt, wo ist das? Azin, Tersch, sagt sie. Und sie ist gerät zu schweren, also das ist ein Wort. Und ich habe geantwortet, nein, ich habe es nicht gefunden in der geschriebenen Sprache, das ist von Balpeloschen. Aber danach habe ich es auch gehabt, das ist Ot erst, was ist eingewachsen, einer in anderen, Ot Tersch, Tersch. Und das ist das Wort, das lokale Wort. Ich habe vergessen akkurat, von wann sie sind, zerweist, von wann ich meine, also das ist im karpatischen Jiddisch. Ich meine, das ist im karpatischen Jiddisch, in Ingwer, Ungvar, Uschgorod heißt es ein. Gerät zu schweren bin ich nicht, und das rekordiert man, als man rekordiert, ist es so wie geschworen. Entschuldigung, ich sage, ärgert in meinen Notizen, ist das da, als Tersch heißt Itzter, Azint. Ist das eine, hat man, jetzt kommt auf die Frage von der literarischen Sprache. Und was ist standardisiert geworden in der literarischen Sprache? In der Sprache, was man schreibt, hat man das ist das standardisiert? Hat der Jivo das standardisiert? Darf Jivo bekommen den ganzen Code von der Standardisation von der jüdischen Sprache? Hat der Jivo herausgeworfen Tersch mit Azindert, mit Hitz, mit Jetzt, anstatt Jetzt und andere Sachen? Eine interessante Frage. In der geschriebenen Sprache, wie euch in der geräten Sprache, kann man auf Jiddisch nicht reden und nicht schreiben. Und zu erkennen, versteht sich das, professionell wird es erkennen, kann man nicht schreiben und reden und zu erkennen etwas an lokalen Abstand. Ich habe das über. Jiddisch ist nicht standardisiert geworden, aber so viel. Meint nicht, dass Jiddisch ist standardisiert geworden in dem Sinn, als die Sprache ist einheitlich für alle
vereinheitlicht geworden und gewiss nicht von einem Institut oder von einer Bande Menschen. Die Sprache, in der Sprache kennen der Kennen. In jedem einen Sprach, in der geretteten oder in der geschriebenen, kennen der Kennen Regionalkeit, regionalen Abstand. Ob wir können der Kennen, Punkt von wann der Mensch ist, kann man aber jeder kennen, mehr oder weniger von wann ist nicht. Ortle Moschel, habe ich sich allein gegeben, ein Segway, also nicht und nicht. Einer, was schreibt nur nicht, und gegen einen, was schreibt nur nicht, und gegen solche, was schreiben, sei nicht und sei nicht. Und sie mischen sie aus, und es ist bei sich nicht. Es ist bekannt, als jetzt können wir zurückgehen zu der Mappe, und es ist ganz gut eingeteilt, als in polnischen Jiddisch, was das nimmt rein dem ungarischen, slowakischen Jiddisch, das heißt im ganzen zentralen Jiddisch, Mid-Eastern, so-called Polish Jiddisch. In dem ganzen Dialekt sagt man oder nicht oder nicht. Man hört nicht den Tess. In euer Jiddisch, man hört den Tess. Schoschke Reisel? Nicht? Geht nicht oder geht nicht? Beide. Beide, ja? Also beide seien dort. Ist dort in der ganzen Territorie, und das nimmt euch herein, wie gesagt, in ungarisch-slowakischen Jiddisch, was das ist das Loschen von Srov Hasidim bei heutzutage, was trocken rüber dem Jiddisch von einem Dorf zum zweiten und leben sich heute auf Jiddisch. Basei ist gewöhnlich nicht oder nicht. Ja? Bei Teil Litvakes ist oder. Ich meine, als in Vilna, Hanna, was könnt ihr sagen wegen Vilna? Nicht. Ja? Mehr nicht, ja. Und ich meine, dass in Vilna Gufe, und auch speziell Arum Vilna ist eben sei nicht und älterweise nicht, aber schon ein bisschen auf Zoffen und auf Meirev, in Tieflite nicht und nur nicht. Seien der Territorien, wo es nur nicht. In ukrainischen Jiddisch teilen sei nicht und sei nicht und sei ausgemischt. A viele solche Fällen, wenn es ist, in der Konstruktion, not only this but that, ist nicht kein Galizianer und nicht kein Litwaker. Ich weiß nicht, ich habe ungeheuer richtig, übermachen. Ist nicht kein Galizianer und nicht kein Litwaker. Ist ein Woliner. Das heißt, sei nicht und sei nicht in derselben Schure, in derselben Text. Von meinem Heim mit dem Grodner und die Allesdocker Jiddisch, weiß gar nicht. Eine Kombination sei von nicht und sei von nicht. In derselben Phrase. Jetzt will ich noch sagen, als von den fundamentalsten Sachen, was ich habe da an der Lektion etliche Anhebers. Ihr Anhebers, ihr habt schon bemerkt in Lektion 1, Lektion 2, als es seien voran etliche Wörter, was schon beim Anheb, von Anheb an, kann man lokalisieren am Mensch. Oder auch nicht, wie gesagt, auch nicht anweisen, als jener ist von dannen, ist aber nicht von dort. Ob einer schreibt nicht, ist gewiss nicht kein Polischer, mit dem Volkstermin kein Polischer und kein ungarischer, slowakischer euch nicht. Nicht ist bei ihm. Ein Wort wegen Klausprache. Ja. Man nutzt den Termin Klausprache. Und das sei ein Wort und sei eine Warnung. Als wir zu gehen sagt, als wir gehen raus von der Sommerprogramm, sollt ihr sich hitten, wenn wir euch fragen, auf was für ein Dialekt hat man euch gelernt? Was für Jiddisch redet ihr jetzt? Wie ein Resultat von seinem Sommerprogramm, von seinem Klasse. In der Sommerprogramm oder in was für ein Klasse, wo ihr sollt mit lernen, sagt Jiddisch. Lernt man mit euch das, was ruft
was reflekt rufen, speziell in die Schulen, in die jüdische Schulen, die literarische Sprache. Aber die literarische Sprache ruft man speziell in Kreisen, wo seien unter der Haschbräu von Jivo, Klalsprache oder Klal-Jiddisch. Was ist Klal-Jiddisch? Was Klal? Fällt nicht daran in den Toes, meinen die, dass Klal hat zu tun mit die Klolim, the rules. Etwas, das ist mir nur heute eingefallen, als Emerson kann das einfallen. Es ist nicht the rule language, the language of the rules, was der Jivo hat gemacht. Es ist nicht die Klolim. Klal mit dem Teich, der ganze Klal, the public at large, for the whole community. Klal Yisrael, ja, Klal Yisrael ist das ganze jüdische Volk und a Klalsprach, Klal Jiddisch, ist gewesen ein Plan von Sprachnormierers. Normierers, das heißt, auf Englisch nicht das, language planners or language interveners, faktisch ist das. Menschen, was haben, Menschen, was arbeiten mit Sprache und was geben heraus Meinungen und Artikeln, wegen dem, wie man darf reden eine Sprache oder wegen dem, wie man darf lernen Sprache mit anderen, die soll sich schaffen als Standard. Das sind die Normierer. Die Menschen sind gekommen von Tun. Die Normierer, sie sind ein Bilbel, als sie seien nur gewähnt Wilner, und sie sind ein Bilbel, als nur der Jivo hat Anteil genommen in dem. Und es ist schön gewesen eine Klalsprache. Ich nutze den Termin in Gänsenfieslach. Es ist schön gewesen eine jüdische literarische Sprache, vor dem Niveau und viele an Reusreden von der Sprache. Es gibt mehr oder weniger angenommen wie die Kultursprache vor dem jüdischen Klasszimmer, vor der jüdischen Schule. Aber für was ruft man es eine Klalsprache? Es ist etwas, das das hat geschaffen, Judel Mark. Judel Mark hat geschaffen den Termin. Judel Mark, was ist gewesen, ein Litvak, aber nicht kein Wilner. Und hat geredet ein ganz anderes litwischen Jiddisch, wie ein Subdialekt von dem litwischen Jiddisch. Ich habe gehört, Leser Burker ist nicht da, und Fahina ist nicht da. Leser hat gefunden Rekordierungen, sehr interessante Rekordierungen von den 1960er Jahren, was er gemacht von Jivo-Konferenzen. Und dort hört man sei Dr. Max Weinrechen, sei Judel Marken und dachte sich noch immer, die zwei Gdeulim von dem Jivo haben nicht geredet, akkurat, Leute der Klalsprache, Leute die Vokalen, was man darf in einer Klasse oder wie man lernt und wie man lernt mit Talmiden und wie man lernt den Text. Ich habe gehört Max Weinrechen und ich habe euch gehört Eide sagen von Mordechai Schächter und von Michael Herzog. Und beide haben mir das erzählt. Als sie haben geredet mit Weinrechen, sie sind noch geblieben, sie kochen, als Dr. Weinreich, Professor Weinreich hat gehabt einen spezifischen Ö-Klang. Ist gewesen ein Kurländer. Ist gewesen von Kurland, Lettland. Und dort ist der Ö gewesen in Teilwörter, dort wo andere Litwakis haben an Oi oder an Ei. Habe ich Tage gehört in einer Rekordierung, was ich kenne was er dank Leser Burko, was ich habe gehört. Und Dr. Weinreich redet zum Eulen. Der Eulen, er darf einstellen dem Eulen, was im Zusammen gewesen eine lebendige Konferenz. Und er sagt zu alle, seid Melchel, seid Melchel. Hört man das sehr klar. Und Judel Mark, eine Rekordierung von Judel Mark, herrlich, wie in knapp alle anderen Fällen hat Weißdeutsch sich deprogrammiert von seinem heimischen Dialekt. Er ist gewesen von Samet, von der Stadt Palangen oder Palange, das ist auf dem Baltischen Jam. Dort ist eine Plage, ein sehr schöner Plageort. Und er hat gehabt als eine Sprachkick, also wie Menschen sagen, etc. Bei ihm ist gewesen, und so weiter, mit der R. Es ist nicht und so weiter. Also viele R, was noch eigentlich nur
vorlehnen ein paar Wörter seine, eidechendig. Sagt, das ist eine Jivo-Ausgabe von. Das ist Jiddisch für alle. Das hat gedacht sein, ein Journal für Volk, von Volk und euch von den Akademikers. Es hat gedacht sein, ein Gemisch. Sei die Akademiker, sei die Gelernte beim Jivo haben geschrieben in dem und sei sie haben angenommen Anfragen, Fragen, Briefe in der Redaktion von dem Volk. Was fragen, wie soll sagt man auf Jiddisch, wie soll darf man sagen, oder gegeben Informationen, bei mir, in meiner Stadt sagt man so, in meiner Stadt sagt man so. Ist Judelmarkt, das ist November 1938. Und versteht es auch mit ein Jahr später, vielleicht ist es gekommen und es geht schon nicht aus der Journal. Aber heute ist Jiddisch für alle. Der Amerikaner Journal ist jiddische Sprache. Was Judelmarkt ist gewesen der Redaktor. Da ist gewesen der Redaktor in Wilna allein, Noach Prelutsky faktisch. Das ist herausgegangen in Wilna, aber Prelutsky ist damals gewesen in Warschau. Hat redaktiert von der Weitung geschickt, verstehe ich, in Wilna. Ein paar gar wichtige Sfeikes, alle verstehen Sfeikes, ist Deutsch, von unserer jetziger Klausprache. Und gedenkt, das ist der erste Jahrzehnlich. Mistame ist das ein Wort, was ist 3, 4, 5 Jahre alt, Klausprache. Ich habe einmal gefunden, von wenn es nennt sich, von Punkt von wem, und nicht gefunden noch einmal. Ich meine, das ist Mark, und als Max Weinreich hat dann noch das adoptiert, und das ist geworden in akademische Swives und in Jivo-Swives, das Wort für Standard Language und Standard Yiddish. Aber das Volk kennt das nicht. Das Volk kennt das nicht. Die Schulen haben es eigentlich euch nicht genutzt. Hanne Emes, ich habe gelernt in einer jiddischen Schule in Montreal, keiner hat nicht geredet wegen Klarsprache. Was hat man gesagt? Ah ja, die literarische Sprache. Ja? Eugman hat geredet wegen, oder mehr dialektisch, wie in Dialekt, oder die literarische Sprache. Gott sagt er also, wenn es sind die ersten etlichen Nummern von Jiddisch für alle, haben Menschen, die haben ausgeguckt, auf ein Herauskommen von einem Samin-Journal, herausgeguckt haben, wie auf ein Poisek Achron. Poisek Achron, the last voice, the last adjudicator, the last word, in alle Unionen von Sprache. Ausgedrückt, Verwunderung. Andere viele haben sich gefühlt enttäuscht. Sie haben sich vorgestellt, als in einem Samin-Journal wird sein genug reinzugucken, sich zu befreien von Sfeikes und Quänklinischen. You'll have all your doubts and reservations answered here. So much for a standard language, huh? That Yivo created. Und gesehen haben sie, als Sachen, wo sie haben gemeint, als sie sind gar nicht mutel besoffig, das heißt under a question mark, werden euch nicht gepasst, ist heute behandelt gar aufeinander steigen, wie sie sind dazu gewohnt. Sie haben eigentlich gesehen für sich ein Diskutierorgan. I mean, nicht kein Demokratie, nur ein offener Forum. Ein offener Forum für diskutieren, wie soll die Klausprache darf sich voneinander beugen. Anstatt einer, was wird da lange mit dem Kanschik und sagen, soll darf sein. Ist das bei ihm ein Verdruss? Steckt in dem etwas Tolles mit der Redaktion oder mit die, was nehmen einen Anteil im Journal und redet weiter wegen dem, als nein, das hält für Plus von Jiddisch für alle. Und so heißt das Jiddisch für alle. Alle ist noch einmal der Klau. Und die Hoffnung ist gewesen, als der Klau soll sich reinmischen, soll geben Informationen, soll reinschicken Informationen wegen lokaler Redenischen, wegen lokaler 14 sprachige und anderer Lei. Und von dem soll man können ausbauen Klausprache. Man hat nicht bewiesen, auszubauen, aber die literarische Sprache wie ein Rezept, Recipe, ich meine Recipe in dem Sinn, wie soll herauszureden, die Sprache, haben wir schon gehabt. Und das ist der jiddische Aleph-Base und die Orthographie von Jiddisch. Die Schreibsystem, was ist schon da,
man hat herausgeworfen den deutschmerischen Ausleg, die Stumme Hey und die Stumme Eins. Alles, was ist geblieben, ist mehr oder weniger, wie man redet heraus die Sprache. Das heißt, wie man sagt es, also redet man das heraus. Lass mich noch endigen mit dem Gedanken, das ist ein künstlicher, artificial, das ist ein künstlicher Dialekt, die Klaussprache oder die literarische Sprache. Weil ein Moschel, das ist ein klassischer Moschel, was alle Sprachlehrer und Linguisten kennen, das auf Jiddisch schreibt man die Kombination Wov-Jud und das redet man heraus, sagt man euch, oi. Aber in kein Dialekt seien die beiden Wörter, nennt der Moschel Heus und Reut oder Teure. In die Dialekten seien sie nicht mit demselben Vokal, nicht mit demselben Diphthong. Reut ist oder Reit, Reut oder Reut. Heus ist oder Hertha, embarrasse de richesse. Heus, Heus, Hos, Os, Hoes, Huis, Us, Haus, Haus. Also viel seien dort. Aber Bekitzer, wir sehen nicht auf die Mappes von dem jiddischen Sprachen- Kulturatlas und von alle anderen Forschungen, wir sehen nicht, als in einem und demselben Ort soll ein und derselbe Mensch in einem und demselben Dialekt sagen, heuch, heuch, ein guter Mensch, heuch und heus. Ich, heich und heus oder heich und haus. Also das ist die Künstlichkeit, was kommt aber von der geschriebenen Sprache. Also als gewisse Schreibtraditions haben ausgemacht, haben geformt die Klaussprache, haben geformt dem herausgeräten literarischen Loschen und von dem nennt sich es nicht von der Kommissie bei Livo, nicht von uns Lehrers. Und ich sehe es, ich wollte bis damit gedacht, endlich mit der Frage. Heute ist eine Frage, eine Frage. Als wir gehen weiter für standardisieren die Sprache, aber haben Sie, Weinreich und Judelmark, haben Sie gefahren in eine andere Richtung, wie haben, wieso Sie haben Sie allein gerät in Oisius? Versteht sich als mit wir haben heutzutage Standard, wie sagen the linguistic, the symbols, IPA, International Phonetic Association. Haben Sie gehabt in Ihnen einen Begriff für Sie allein zu haben, wie soll Sie reden in einem Symbol? Wie Sie allein reden? Nein. Das heißt, Sie haben nicht gewollt darauf werfen auf keinen sehr persönlichen Äußerung, sehr Idiolekt oder sehr ortigen Dialekt. Wenn es wollte, wenn Sie wollten rekommendiert, sehr ortigen Dialekt, wollten alle Talmidim, die lernen sich in einem Jivo-Programm, herausgekommen von dem Programm und gesagt, seid mir Merkel. Und keiner sagt es nicht zwischen euch. Aber Isabels Tate sagt es und die Rekordierungen kann man hören auf eurer Website oder da in Jivo. Isabels Tate, Isabel Rosenbaumers, ihr Tate ist gewesen von Telz, ja? Telz in Litte, was das Rechen sagt, versammelt, ja? Und hat gehabt, dass klang Haus. Ja? Also sie haben... Also die Weinrecht haben das nicht darauf geworfen auf andere, der Ausleg hat das darauf geworfen auf andere. Das vergesst man. Und ich habe gewollt endigen, das heißt, ich habe ausgelassen als auch andere Jiddischen, was ich gekannt reden, wegen sei, die Zeit lässt nicht. Aber ich habe gewollt endigen mit dem Gedanken, als keiner hat nicht darauf geworfen auf kein sagt, ach gut, der Ausleg allein. Der Ausleg, gewisse Schreibtraditions
haben aufgeworfen auf uns, haben von uns genötigt, als wir sollen in Klasse lernen, also und so. Und das ist, der Ausleg ist schon der Ausleg von über ein Jahrhundert, 150 Jahre, 170 Jahre zu lernen. Noch eine Frage? Ja. Nein, nicht stark. Nein. Eine andere Frage, was ist der heutige Zustand von meierjüdischen Elsass? Ich weiß nicht, auf wie viel ich weiß, existiert es schon nicht. Das heißt, ich kenne einen Elsasser, Der alte ist was hat, seine Sprache hat schon verloren, Jiddisch mit Deures zurück. Ich kenne seine Sinne zerrebt, ich weiß nicht. Ich will auch geben, das ist eine meistische Reihe, ich bin gewesen in meinen Mittelschuljahren, bin ich vielleicht Reinfahrung von New York in Gribitzes Mittelschule, wir sagen, gewesen in einer Mittelschule, in verschiedenen Zeiten, und ich pflege Reinfahrung von New Jersey in einer New Yorker Mittelschule, Hamas. Und es ist gewesen, ein Taxichauffeur von New Jersey darf man reinfahren. Es ist kompliziert. Anstatt ein Schulautobus ist gewesen ein Taxichauffeur, ein Taxidienst, was hat uns reingeführt. Der Chauffeur ist gewesen ein deutscher Jid. Unser Chauffeur ist Punkt gewesen ein deutscher Jid. Das ist nicht die Schule, nicht Hamas hat das organisiert. Es ist Punkt ausgefallen, als wir haben einen deutschen Jiden für einen Taxichauffeur. Und der ist ein gewinner Glück, was ich habe schon, ich habe dank meiner Mittelschulsbibliothek angehalten zu lernen, Max Weinreichs Geschichte für die jüdische Sprache. Sie haben einen Punkt in der Bibliothek gehabt, sein Werk. Habe ich gelernt dort wegen meiner dicken Jiddisch. Und einmal ist uns vorbeigefahren, an einer Maschine, an einer Auto. Und von dort, und wir tragen Jarmukes, das ist doch eine Yeshiva, moderne orthodoxische Yeshiva, ist die Kinder bei mir im Taxi gehen angetan in Jarmukes und eine andere Maschine dabei. Von der Maschine schreibt man uns zu uns etwas. Wir haben nicht gehört, was das ist. Und das ist gewesen Kinder in die Mitte 1980er Jahren. Und wir haben im Leben keinen Antisemitismus nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht gehört. Und wir haben auch gelebt im ersten Teil, nicht also ich wie die orthodoxischen Kinder, haben gelebt in jüdische Gegenden, Leute jüdische Gegenden. Keinem ist nicht eingefallen von uns Kindern, als das schreibt man zu uns antisemitische Sachen. Und bis heute noch weiß ich nicht, was sie jetzt wissen nicht. Schreibt man zu uns, und dann noch fährt man vorbei. Und der Taxichauffeur sagt zu uns, that's Risches. Risches. Und die Kinder, meine Mitkinder dort, haben gesagt, meine Mitpassagiere, Mitkinder heißt Schwester und Bruder, meine Mitpassagiere dort haben gelacht und gemeint, dass sie so, that's vicious. Also, was gut, was sie schreien zu uns Kinder lachen. Und haben gar nicht verstanden, als mir ist eingefallen, ist dachte, er geht gerade mit der deutschen Jid vorgehoben. Und sagt, that's Risches. Risches ist in meinem dicken Jiddisch Antisemitismus. Risches, von Roche, ja. Bei uns in Mizrach-Jiddisch ist Risches stamm das, was bei der Roche und am Marschas, das ist Risches, Achsoris, Schlechtkeit. Aber in meinem dicken Jiddisch ist Risches spezifisch Antisemitismus. Wie gesagt, ein Glück, als hat sein Moment, ein Glück, was ich an dem und umgehoben lernen, Max Weinreichs Geschichte, weil ich habe verstanden, und das gewinnt von mir ein historischer Moment. Ich habe gehört von einem Taxichauffeur, Meire Jiddisch. Ist das mein einfach wegen Meire Jiddisch, wegen dem Leben von Meire Jiddisch. Meire Jiddisch hat gelebt in einem gewissen Moment, hat letztens gelebt in einem gewissen Moment auf der George Washington Bridge in 1987, wie ihr gedenkt ist. Noch eine Frage? Kennen Sie? Halle. Eine kurze Bemerkung, was ich finde gewaltig interessant, und das ist Sutzgewehrs unter deine weiße Stern, was kein einer, was singt es heutzutage.
singt es nicht mit dem litwischen Akzent und es schafft sich ein modernes Wort. Was heißt Gewoi? Wenn bei Sutzgewerken darf es sich hängiger geplatzt, nehmen Jugendliche schon eine Treppe und helfen mit Gewei, nehme ich ein geplatztes Tone und ich singe zu dir a See. Aber wojen, es wojet der Wind. Also macht den literarischen Gram. Er macht den literarischen Gram, ja. Was bei ihm nicht natürlich sein. Es ist nicht wie er hat es. Es ist nicht gewollt, bei ihm ist es gewählt. Voran noch andere Mechabrim, Und Poeten. noch seine zwei besondere Bedeutungen. Und es ist interessant, als kein einer traut sich nicht, dass es darf nicht sein. Aber er meint, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, dass es seien da Wörter, wo es in verschiedene geografische Orte nutzen wir sie in ganzen anders. Ja? Ja. Stub, Haus, Zimmer. Stuhl, Bänkel. Stuhl, Bänkel. Bei Litwische sitzt man auf einem Stuhl, Stuhl, bei allen anderen Stuhl, Bänkel. Haus, Zimmer. Beim Litwak ist ein Bänkel, a bench, a small bench, a Bank. Das ist nur a Bank, not just any old chair. Das ist die... Wie... dachte ich, als euch in der deutschen Dialektologie. Die deutsche Dialektologie ist voll mit verschiedenen Teichen von was ein Stub kann heißen. Es kann sein, dass es eine alte dialektologische Sache in Jiddisch, was sich verspricht, in die neuen Dialekten, wie Jiddisch hat sich entwickelt. Ja. Aber das kann geschehen, wie gesagt, das kann geschehen, radikal ist, wenn das radikal für unser Dimien, aber ist, wenn das geschieht mit Kochen. Aber das kann geschehen mit Wörter allein. Wie gesagt, Wörter ist billig. Wir können finden Hunderter, Tausender aus seinen Regionalismen. Aber es geschieht auch mit Suffixen, mit gewissen Suffixen, mit dem Min-System, mit dem Minim-System. In meinen 2 Klassen habe ich Feigl Rannen für eine Talmide. Ich habe Rochel Gordon, was redet litwischen Jiddisch, von Wilner Abstamm euch. Und wir sehen Keseder, als bei sie ist es nicht das Buch, nur der Buch. Und ich rede mit die Mame, nicht mit der Mame. Und das ist, weil der litwische Dialekt hat den ganzen verloren, den neutralen Min, hat nicht das. Wegen Wörter, ja. Ja, wie soll das geschehen in der Geschichte, weiß mir nicht akkurat. Und der größere Forscherpunkt von der Problem, wie das geschieht, sei mit Klangen allein und sei mit Vokabular, ist William Labov von Pennsylvania Universität, was forscht, das was sagt Sound Change in Progress oder Language Change in Progress. Ich habe geredet wegen dem in meiner Klasse. Und weiß, als Sachmenschen da kennen Englisch, ja, wie eine erste Sprache oder eine Beisprache oder wie die zweite Sprache, gibt nur erklärt, Pail and Bucket seien Altseins, ja? A Pail and a Bucket, das sind Altseins. Aber die jungen Herrsch macht mit dem Kopf, mehr oder weniger. Sie seien einmal gewinnt verschiedene regionale, und dann noch hat jeder von sie sich spezialisiert in einem gewissen Kontext. Sie haben sich getroffen und jedes von den 2 Wörtern hat sich spezialisiert. Ich assoziiere Moschel, ich rede New Yorker, Northern New Jersey English. Bei mir ist ein Pail, das was man bringt zu der Plage, sich spielen im Sand. Und ein Bucket ist also das, was man nutzt in einer Garten. Pail, ja, ein Emmer. Ein Emmer. Pail. Nicht das, nicht in Französisch, ich rede wegen dem englischen Wort. Also Pail und Bucket seien einmal gewesen Synonymen mit regionale, mit der Mappe assoziiert mit sie. Und heint seien sie zusammengefallen in derselben Sprache, in Amerikaner Englisch.
Vivi. Vivi ist da, wo ist Vivi? Weg? Vicky ist weg. Ich habe Punkt gedacht, Vivi, weil ich will wissen, wie... Ich meine, das Basé ist nur da Bucket und nicht Pail oder verkehrt. Nur ein Wort ist... Oh, entschuldige, Annie. Nu, wie sagt man auf... verkehrt, wie? Selten, okay. Heißt es... Oh, also als Pale wird... Pale ist größer, Pale wird assoziiert mit einem agrikulturellen Leben, mit einem Amol, und das ist in England. Bis Pale ist in Amerikaner-Englisch geworden, das was assoziiert mit verweilen sich, recreational use, und gegen nichts wie ein Marscher. Bucket ist Marscher, und das, was man nutzt für der Plage, ist ein Pale. Wie soll das geschehen, wissen wir nicht, aber ein Prinzip ist, als die zwei Wörter begegnen sich in demselben Dialekt, werden sie einmal differenziert laut der Funktion. Limoges. Was ist der Unterschied zwischen Halal-Jiddisch und literarischen Jiddisch? Und efter eine zweite Frage, für was ist, also wie es Doc sagt mir, für was ist nicht alle Literatur gleich? Ob es ist für eine literaturischen Jiddisch? Nu, meine ich als der Entfer ist, als sei die Sprache ist also die literarische Sprache sehr, sehr tolerant, und das sagt Judelmark allein. Also wir haben noch nicht verentfert die Probleme, die Kasches. Nicht nur das, öfter will mir nicht. Und als die Schreibtradition allein gibt uns gewisse Unzuhörnischen, wie me schreibt in allgemein, wie der Klau schreibt. Aber ich habe nicht den Mund. Man schreibt, in der geschriebenen Sprache schreibt man oder seinen oder seinen. Ich meine, ich habe ausgerechnet von meiner Klasse, als voran in der Gerätesprache seien voran faktisch nicht nur die zwei. Wir seien gegangen, wir seinen gegangen. Wir sannen gegangen, wir sonnen gegangen, wir Semmer gegangen, ins Semmer gegangen, ins Semmen gegangen. Das ist gewesen wie viel 7 an Erich. Ja. Die anderen seien nicht rein in der geschriebenen Sprache, geblieben seien die zwei, seinen und seinen. Also, ist das schlecht? Ich halte verkehrt, sie ist sehr gut. Und keiner hat nicht weggestellt, kein ein Wort für Sealing, als das muss sein. Uriel Weinreich in sein Wörterbuch hat geschrieben, hat verstanden, er hat gewusst von Klebt mir, er hat gewusst von den 8 Wörtern, Minimum. Aber er hat in sein Wörterbuch gegeben 2. Für was? Die zwei seien die bekannteste, die oftste und die, was ihr begegnen in der geschriebenen Sprache. Die andere ist damit nicht zu viel und stelle. Hat er gemacht, das aber Schluss. Hat er aber auf ihn einen Ruf geworfen, als sie sollen, sie müssen. Hat er sie genäht, als sie sollen nicht nutzen. Die andere 8 Wörter? Absolut nicht. Vielen Dank.